morning. Vandaag lezen we de Geschichte steckt dort an. Genommen mit Jakobus 1, Vers 19 durch 27. Markus, seine Mama, war nicht thuis. Seine Großmama war krank und sie wohnt weit auf. Nu war Markus seine Mama, nu seine Großmama gefahren, zum Anuthalten, was Großmama war gesund war. Alles fällt sich thuis so fremd ohne Mama. Nu wird dort meest tijd voor ovenkast en Marcus hunger al zeien. Hij ging seine Mama zeggen, zum Frauen wanneer de Mahlzeit wird reit sein. Bald fand hij seine Papa in een grote stoof. Hij zat du ganz gemütlich en las de Zeitung. Papa, wat merkst du von der Ovenkast? Vroeg Marcus. Deine Mama hat eine Plot voll Lasagne gemerkt und dort in der E-Shop gesagt, ich hab dort im Oven gesagt und dort soll bald reit sein, antwortet Papa. Oh, sehr gut, sagt Marcus. Mir hungert all sehr. Mir auch, sagt Papa. Ich war die Raupen, wann dort ihr schreit ist. Papa nahm weiter seine Zeitung und lost wieder. Marcus ging sich wat Tijd verdrief sehen. Hij spielte mit seinen Klats und dann ging er uit und fuhr an mit seinem Vorrat. Hij ging in seine Stube nein und probeerde seine Sonntagsschulfars auswendig zu lernen. Aber seine Mail war so laarig und amhungert so sehr. Hij kon bloß all das nicht denken, als dort de scheine Lasagne. En de Minuten de gingen vorbei. Aber Papa raubt bloß nicht. Schließlich, hij ging trainen Papa und frug noch einmal, wann wird dat Ovenkast mal reit sein? Mir kommt dort all sehr lang vor. Deine Mama sagt, dort geht von ungefähr eine Stunde. Sieh geduldig, dort wird noch reit worden, sagt Papa, ganz gelassen. Aber ich frug die al meest eine Stunde drei, wat du te Ovenkast merken deutst. Und du sagst, du hast dort Lasagne im Oven gesagt. Dort soll doch al meest reit sein. Und ich kann noch einmal nichts davon reden. Weil's nicht, dass du dort im Oven hast? Papa lädt seine Zeitung zur Seite und ging nur den Oven. Marcus ging am Hänger an. Aber ich sehe in Arschuld, sagt Papa. Ich hab dort einen Schmack im Oven gesagt, aber ich hab den vergessen anzustecken. Das tut mir sehr leid. Nu wird dort noch eine ganze Stunde dauern, bis dort Eten reit ist. Aber mir hungert als sehr, sagt Marcus. Ich weiß, sagt Papa, mir hungert auch. Will wir jeder ein Apfel abeten? Dort wird uns den Hunger stillen, bis dort Ovenkast reit ist. So nahm sich jeder einen Schmackenapfel und sahen sich dohl. Das merkt mir denken an wat Prediger Horem Sonntag in die Kirche sagt Papa. Weißt noch, was er sagt? Er redet von wo wie fern wollten, wat wir tun sollen, aber wir tun das nicht. Marcus schmustert im Bett. Ja, ich weiß, was er sagt. Aber diesmal, zum Glück, sehe ich nicht da, was den Fehler macht. Papa lacht. Ich weiß, das wird ganz meine Schuld. Ich habe mich durch Soldaten am Kämmern. Ich will so vertieft mit meiner Zeitung lesen, dass ich vergot ganz von den Oven untersteigen. Aber so ist dort Ferien im Leben. Wir wollten, was Gott sein Wort sagt, aber wir sind so drauf mit unseren eigenen Weichgungen, dass wir nicht tun, was Gott will haben. Wir lesen Gott sein Wort und wir lernen dort auswendig, aber wir vergessen dort anzusteigen und dort auszuleben. Was wir lesen und wollten, sagt du bloß an uns hört, ganz kalt und nützt keinen Wort. Und bet so aus uns Lasagne, lacht Marcus. Papa lacht mit am Taub. Fragen, bist du bekannt mit Gott sein Wort? Weißt du all, was Gott gefallen hat? Dass du versehen, so zu leben, als Gott will haben? Wenn du auch noch mal ein klein bisschen
woits von Gott sein wird. Und wat Gott gefallen hat, dat ist wichtig, dat du, die dort annehmen, das dort voort uit te leben. Wenn du wolltest, wat reich ist, und du dort nicht das, dann ist dort Sinn. Aber wenn du dort zu Hort nimmst und dort utleben das, dann lebst du in Gott, sein Willen und in sein Segen. Damit werde ich lernen, Jakobus 1, Vers 22. Jemanden aber auch denen, was dort Wort sagt, will's bloß hören, regt nicht tau. Das beschummelt je selbst. Da, was Gott sein Wort sagt. Sei Dank sein.